Unsere Geschichte schildert die Pilgerreise von einem Port von Plautdietsche Mennoniten in Nord-, Mittel- und Südamerika. Unsere Geschichte Nummer 74. Ditmal vertellen wir erst noch mehr von was unsere Mennonitenvereine Beitrag gemerkt haben zu der Ontario-Wirtschaft oder Economy. Und dann wollen wir uns was davon vertellen, wo die von Lateinamerika nach Manitoba gekommenen mennonitische Kolonisten in Manitoba wohnen, wo sie in Kirchengemeinschaft pflegen, wo sie arbeiten und wo und was für Geschäfte sie haben und so weiter. Sehr viele von unseren Mennoniten in Ontario sind Truckfahrer geworden, für große Trucking Companies, meistens Modemana, aber auch einige frühes. Einige von unseren Leuten sind morgen früh Truckfahrer. Viele von unseren Truckfahrer ähneln ihre Trucks und arbeiten damit für große Trucking Companies. Einige haben sogar ihre eigenen Trucking Companies. Viele von unseren frühesten Märkes sind Köcher oder Cooks oder Bediener, Kellnerinnen oder Waitresses, wie wir das sagen wollen, in Restaurants. Andere einen mit ihren Manitoba-Restaurants und sind Arbeitgeber geworden. Viele andere von unseren Frühlied arbeiten als Köcher oder als andere Kirchenarbeiter oder als Wascher in Altenheimen und in verschiedenen anderen Institutionen. Viele sind Nurses oder Nurses Aides in Hospitalen oder Altenheimen. Noch andere sind Schullehrer geworden, entweder in mennonitische Privatschulen, Ontario Public Schulen oder in Englisch als zweite Sprachklassen. Andere Frühlied sind Hairdresser, Haaraufschneider. Noch andere arbeiten auch in kleinen oder großen Fabriken. Viele, sehr viele von unseren Mennoniten arbeiten in Ontario in Kornfabriken und in andere kleine oder große Fabriken. Eine ganze Anzahl von unseren Leuten eigenen kleine oder große Fabriken und sind auch Arbeitgeber geworden. In Windsor, Ontario, ehnt Peter Friesen das Geschäft Essex Weld. Er hat durchweg wenigstens 20 Arbeiter in seiner Fabrik schaffen, wo sie viele verschiedene Automotive Parts, Kornparts merken, für Kornfabriken und auch andere Sachen. Und dann, so sagt Peter Friesen, haben wenigstens noch 15 andere von unseren Mennoniten auch in Windsor eigene Fabriken. Und an jeder eine von diesen Fabriken sind von 25 bis 50 Arbeiter. Und alle Fabriken sind meistens so eine Arbeiter, die auch von Lateinamerika gekommen sind oder von denen er noch gekommen sind. Und die meisten von unseren Mennoniten ihre Fabriken in Windsor waren meistens Kornparts, Automotive Parts gemerkt. Dicht bei Talbotville, Ontario, ehnt einer von unseren Mennoniten die große North Star Fabrik, wo meistens Fenster in deren gemerkt wurden. In dieser Fabrik arbeiten durchweg über 200 Arbeiter. Meistens solche, die auch selbst von Lateinamerika nach Ontario gekommen sind oder von denen er noch gekommen sind. Bei Elmer ehnt David Thiessen eine Fabrik, wo Schneeplay, Zementmischer für Zementtrucks und verschiedene andere Dinge gemerkt wurden. In dieser Fabrik arbeiten durchweg 30 oder mehr Arbeiter, auch meistens von Lateinamerika gekommene Mennoniten oder von denen er noch kommen. Will und Annie Ernst eignen die Fabrik Advanced Stainless. Will fängt das Geschäft ganz klein in seinem Van an. Aber nu, 2005, ist das so groß geworden, dass sie mehr als eine Dutzend Arbeiter brauchen. Sie merken allerhand Maschinen von Stainless Steel für Käsefabriken, Batterien und Pharmaceutical Companies. Sie bauen auch spiegelförmige Ports für große Trucks und Trailers. Sie sind nu dabei, mit ihrer Fabrik von Tilsonburg nach Elmer überzusiedeln und auch ihren Wohnplatz dahin zu verleihen. Zwei Brüder, Ben und Peter Rempel, ehnen die Fabrik Ramtech Industries on Walker Road, osten von Elmer. Sie fangen ihre Fabrik im Jahr 2000 ganz im Kleinen an. Nu im Jahr 2005 haben sie 9 Vollzeit- und 3 Part-Zeit-Arbeiter. Sie arbeiten mit computerkontrollierte Drehbänken
en merken damit meestens allerhand ports voor de verschiedene industrieën, en zwar zo als de bestaler oder bestalende industrieën die selbst designt haben. Das Wort Design en Designer stonden an dem langen Schätz-Großwörterbuch aus Deutsche Wied. Cornelius Pleirampel heeft hij ongeveer opgeteld en hij zegt, en de Elmer Ontario omgehend in onze Mennoniten, buiten die wat hier genaamde geschäften, nog 40 andere geschäften, zoals Elmer Flooring, Benman Auto Repair, Benman Noodles, Bergen Mac Shop, BL Clothing, Canada Trailer, Country Repair, Creative Enterprises, CRW Manufacturing, Elgin Furniture, Endeavor Enterprises, FC Fabricating, Fair Construction, Four Seasons Sunrooms, Tropical Sunrooms, Friesen Excavating, Fraze Excavating, Ginter Homes, GP Auto Service, Hacienda Road Cafe, Harms Carpentry, Classen Canning, Classen Red, Classen Construction, Compaction, Lanier Healthcare Canada, Mr. Natural, Menomax, North End Truck Center, Pete's Auto Sales, Peter's Paving, Spare Moments, Tricorp Trucking, Upfront Sales and Service, Upper Crust Restaurant, Watt Sales and Service, Weeb's Transport, Weeb's Wheels, Weeb's Wrought Ironworks, en Zacharias Excavating. En man zegt ons ook nog dat in de Elmer omgehend over 400 van onze Mennoniten trucker zijn. Bill en Tim Rampel een geschäft in St. Catharines en de wintermonaten arbeiten ze met 5 schneebloser trucks en im Sommer haben sie bald 5 Arbeiter in doen Landscaping en Rasenpflege oder Lawncarearbeit. Sehr viele von unseren Mennoniten sind Bühandwerker, Büarbeiter, für Bücontractors oder Geschäfte, was dieser Bühen, von Windsor bis Leamington und Chatham, bis Aylmer, bis St. Thomas in London, bis Kitchener und St. Catharines. Viele andere haben selbst so eine Bükontraktgeschäfte und sind Arbeitgeber. Viele andere sind Subcontractors für die Bücontractors. Viele von uns von Lateinamerika und Süd-Ontario gekommene Familien arbeiten in Ontario in Reinhäuser. Etliche Familien haben durch ihre eigenen Reinhäuser und sind auch Arbeitgeber geworden. 3 von unseren mennonitischen Männern einen Taub ein 36 Acker großes, modernes Reinhaus in der Leamington-Gegend und brauchen viele Arbeiter, meistens auch von unseren Mennoniten. Viele junge Männer sind Computertechniker oder Computerprogrammer geworden für die verschiedenen Geschäfte in kleinen und großen Städten. Einige haben eigene Computergeschäfte in den Städten. Von unseren Mennoniten eigenen in Ontario auch wenigstens ein Motel, einen Golfplatz und haben Hausdekorierungsgeschäfte, Haarschnieder und verschiedene andere kleine Geschäfte. Ich weiß, ich habe noch lange nicht alles genannt, was unsere Mennoniten in Ontario tun und was sie alle für Geschäfte eignen. Aber ich glaube, was ich gesagt habe, ist genug Beweis dafür, dass unsere Mennoniten von der einen bedeutenden Beitrag merken zu der Ontario-Wirtschaft oder Ökonomie. Nicht nur durch Arbeiter sind für Chemies und Oftformen und für Feizüchter und Malterien und in so viele verschiedene Fabriken und auf viele andere Städten, aber auch durch eigene Geschäfte haben und viele Menschen Arbeit geben. Duizenden oudkolonische, samenvelsche und kleingemeinsche Mennoniten wohnen uit mennonitische Kolonien von lateinamerikanischen Ländern nach Ontario gekommen sind. In denen auch kommen, haben sich in ihrem neuen Land verstanden so einzuleben, dass sie dort produktiv sein können. Sie haben sich in Ontario meistens so integriert, dass sie viele mennonitische Lebenswerte aufrecht holen können, auch wenn sie dort nicht dort verreicht haben, in isolierte Kolonien zu leben und zu formen zu sein.
so als ihre Voreltern dort vor etliche Generationen gekonnt haben ab isolierte Kolonien in Russland, Kanada und in verschiedene lateinamerikanische Länder. Und dort ist auch wundervoll und lobenswert. Meine Früher und ich haben von 1980 bis 1992 in Südontario gewohnt und gearbeitet. Und vieles von was ich von unseren Mennoniten in Ontario verteilt habe ich durch eine Beobachtung in dieser Zeit gelehrt. Und vieles habe ich durch meine Beobachtung all von den 1950er Jahren an gelehrt. Aber bei meinem Reitmerken, um unsere Ontario-Geschichte vertalen, habe ich mich doch noch viele Sachen mit vielen in Ontario wohnenden Personen befragt, mit so vielen, dass, wenn ich den ihre Namen hier alle abreden will, dann würden mir die nicht mal gerade so schwind alle beifallen. Aber ich will hier nu zu ihr alle von Herzen ein Dankeschön sagen dafür, dass sie mir mit unserer Geschichte in Ontario so viel geholfen haben. Nu willen we ons wat davon vertalen, hoe die van Lateinamerika naar Manitoba gekomen mennonitische Kolonisten in Manitoba wohnen, wo sie in Kirchengemeinschaft pflegen, wo sie arbeiten, und wo und was für Geschäfte die hier haben und so weiter. Aber erst will wir von 3 oder 4 Dingen was vertalen, von denen wir eigentlich all meist am Anfang hatten was vertalen gesollt. Aber dann hatte ich noch zu wenig davon gelesen oder abgefangen. Eins ist, wo nehmen unsere Voreltern, als sie 1875 bis 1880 von Russland nach Manitoba gekommen wären und hier auf die mennonitische Wasserreserve ansiedelten, dort Bühalt her, zum ihre Wohn- und Stallgebiete bühen. Und zweites ist, wo war das Bühalt gereiht, um die erste oldkolonische Kirche in Rheinland Manitoba bühen. Wann naja und wo war das Gebiet gebaut? Ein drittes ist, was hat das für einen geschichtlichen Wert, zu verstehen, was der Postweg war oder bedient, von wonem unsere Väter in Mexiko noch manchmal was vertalten, als wir noch Kinder wären. Nummer 4. Was für Schlittschuh-milkende Blumen oder Junges sich zum lang den Pembina River noch nicht North Dakota ranen. Wo nehmen die Mennoniten von Russland, als sie auf die Wasserreserve in Manitoba angekommen wären, dort Bühalt her zum ihre Wohngebiete in Stalling bühen? Ich hatte, als ich jung war, viele Geschichten gehört, was unsere Vaters damals einander vertalten, von wo ihre Vaters in Manitoba in ihre Pionierjahren mit Außenfahrten von über die Grenze aus North Dakota in den USA Bühalt und manchmal auch Brennholz geholt haben. Aber diese Geschichten gehört zu haben, dass wir alles, was ich von den mennonitischen Pionieren Bühalt und Brennholz holen mussten, aus den USA wisst. Und nu, dass ich mehr Einzelheiten davon weiß, glaube ich, was die meisten von jeder interessieren, davon was zu hören. Denn das ist wichtig, dass wir auch das Part von unserer Geschichte abbewahren für unsere Nachkommen, für die kommenden Generationen. Wir sehen uns allmal, dass viele mennonitische Einwandererfamilien von Russland sich wie Fort Dufferin, Manitoba im Sommer 1875 angesammelt haben. Und dass sie alle dort bleiben mussten, bis Darpa und Büstäden verein auf der Wasserreserve angemessen worden wären. Und auch, dass Isaac Miller dort bei Fort Dufferin all gewählt worden wäre, als der Vorsteher auf der Fürstenländer und Oldkolonie ihre neue Siedlung in Manitoba. Und nu, wo nehmen die mennonitische Einwanderer ihr Bühalt her? Als Wohnhaus haben die meisten mennonitische Einwandererfamilien sich abvererst für den ersten Manitoba Winter
eine Sammlung gebaut. Und dort brauchten sie nicht sehr viel Bühalt. Dann die Sammlung wird 3 Bad Feiershow in die Erde gegroft. Und dann wurden die Büterwegen ab die Erde noch 3 Bad Feiershow von Wessoden abgefliegt. Und dann wird ein Brederdach über die Sammlung gebaut und dort dann auch mit Wessoden belegt. Aber sie mussten Papier, Rinder und Vatervieh auch noch zum Winter einen Stall haben. Und auf ihrem Wassersaal Prairieland wir sehr wenig Wald. Wo nehmen die Pioniere dann so schwind all dort Bühalt her, um die neue Winterwohnungen für Vieh und Menschen bauen? Bruce Wieb von Winkler, Manitoba, ist auch ein Geschichtsforscher. Und er hat an dem Pembina County Courthouse Register of Deeds Office in Cavalier, North Dakota, in der oude Titelbeker bewies dafür gefunden, dass die Mennoniten wussten, wo sie an ihre neue Heimat so schwind als möglich zu Bühalt kommen können, ihre Gebiete in der neue Heimat noch für die strenge Wintermonaten bühen zu können. Sie haben kurz, als sie in Manitoba bei Fort Dauphin angekommen wären, in ganz an die Manitoba-North Dakota Grenze ansiedeln wollen, in North Dakota goudet Waldland gekauft. Die Pembina River rannt von Manitoba in südwestliche Richtung, so wie 15 Mil Westen von Blumenfeld über die Grenze in North Dakota hinein. In North Dakota rannt die dicht bei der Manitoba-North Dakota Grenze krauslich im Osten hinein, aber dort, wo er in den Red River hineinrannt. Und lang diesem River, lang dem Pembina River, wie viel guter Wald, viel kleine und große Ekenbäume und auch viel große und kleine Fichtenbäume. In den Pembina River Wald kann viel gute Eknet und Fichtnet Bühalt gemerkt worden, in Manitoba und auch in North Dakota. In der Manitoba Wasserreserve liegt ganz an der Grenze zwischen Manitoba und North Dakota. Aber für die meisten Pioniere wie das Pembina River Waldland an dem River wohnen auf Städten weniger als 1 Mil von der Grenze in North Dakota bei den Mennoniten ihre Dörfer am Osten hinein vorbeigeht, viel nördlicher als das Waldland an demselben River 15 bis 20 Mil Westen von Blumenfeld und Hochfeld in Manitoba. Und weil das Waldland an der North Dakota sieht, so viel dichter bei wir veran als das Waldland in Manitoba, kauften die mennonitische Pioniere ab der Wasserreserve in Manitoba sich Waldland über die Grenze in North Dakota. Denn sie hatten meistens noch mal Ossen zum Fahren oder zum Fuhren, und damit ging das Fuhren mal sehr langsam. Bruce Wieb hat in Cavalier, North Dakota, in den ihre oude Landtitelbeker gefunden, dat Vorsteher Isaac Miller all am 4. Oktober 1875 160 Acker Waldland gekauft hat, von einem George Reed für $1000 bares Geld. Und all am 31. Juli 1876 hat Vorsteher Miller am Pembina River in North Dakota noch 80 Acker Waldland gekauft für $362,50. Und im September 1878 noch einmal 803 Acker für $5.000. Und dann noch 320 Acker für $2.000. Also die Gemeinde oder das Oldkolonische Kolonisamt 1878 all 1043 Acker Waldland in North Dakota. Dit Land wir alle top auf Vorsteher Miller seinen Namen verschrieben. In Büter die 1043 Acker Waldland wohnen die Gemeinde oder das Kolonisamt in North Dakota hatten noch einzelne mennonitische Pionierformen von ab der Wasserreserve in Manitoba, da am Pembina River privat Waldland gekauft, oder Waldlanderien gekauft. Johann Wahl von Blumenart, Manitoba, kauft dort 1878 160 Acker Waldland für $450. Und David Peters, auch von Blumenart, kauft dort erst einmal 160 Acker Waldland für $1.000 und dann noch einmal 20 Acker für $450. Und dann, nur 1878, kauften noch immer mehr Wasserreserve Mennoniten Waldland
en North Dakota on Pembina River. Vi måtten hier voor dit mål bara afbreken. Nästa mål vertalen vi eerst nog meer van de mennonitische aanwoners in buitenland Kijpen en North Dakota en dan van de mennonitische pionieren in Kjorkbu en Rijnland Manitoba. Wat nästa mål? Ik zie George Rempel.